Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich bin die Fadewitzen und begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Heute haben wir ein Bild des unkonventionellen Spielens, sage ich jetzt einmal. Es ist ein Seeker-Mine Battle Bild. Ja. Schmeißt da mit dem Mumpeln ein bisschen umeinander und kannst auch sauber gut selber mithorzen. Und es ist überraschend gut geworden. Mit den neuen Modifikatoren, da haben wir da sagen, und die Kasperl da, die fliegen kreuz und quer durch die Luft. Mir hat es gefallen, deswegen das Video, schaut es euch an, dann würde ich sagen, packen wir es. Hat jemand eine Weste übrig? Schnell gepasster Feind erkannt. Außer Gefecht. Vorsicht, Lunte brennt! Der eigene Schütze auf! Hättest dich raushalten sollen, Agent! Servus. Jetzt dann wir mal weiter mit dem Bild. Und zwar schaut es folgendermaßen aus. So ein Granatwerfer steht Ihnen ausgezeichnet. Ja, so wie wir gesehen haben, spielen wir mir mit der Spezialisierung Zerstörungsexperte. Ich werde halt absichtlich da nicht viel umeinander schneiden, weil das ist einfach nur ein Just for Fun Bild, ja. Das, was mir absolut Spaß gemacht hat und in der Reise mir doch einiges erleichtert hat. So, ja, fangen wir mal an. Wir haben die Spezialisierung Zerstörungsexperte, wie gesagt. Jetzt schult mir der Pfeifenkopf weg. So, da kommt es darauf zusammen, warum Zerstörungsexperte? Weil wir eine Splittergranate haben, weil wir 10% höheren Explosionsschaden betrifft Sprenggranaten, Fertigkeiten und Effekte. Um dies ist mir gegangen, deswegen habe ich es eingetan. Man konnte vielleicht dann auch mit dem Granatwerfer da spielen, mit Artilleriegeschütz, aber ich muss sagen, fällt für mich aus, das muss man nämlich schon gut kennen. Wo es dann der Zerstörungsexperte dann noch hat, Zerstörungsexperte, Wahnsinn, schwieriges Wort. Gruppenmitglieder erhalten 5% Schaden für Ziele außerhalb der Deckung. Man hat ein paar so Sachen drin, die wo wirklich nicht schlecht sind. Explosionen werden ignoriert, kann nur alle 60 Sekunden eingesetzt werden. Das heißt, wenn die kann jetzt auf den ersten Schuss keiner aus der Deckung außer bomben, ja. Macht auch was. Da müssen wir mir einstellen Gewehre und Sturmgewehre. Und ich habe halt da noch Pistolenschaden sowieso. Alles andere ist, ja, soll ich sagen, nützlich, aber nicht unbedingt brauchbar. So ungefähr. Wurscht. So, dann mal weiter. Ja. Clan-Bereich. Bavarian Maniacs, für den einen oder anderen, mir helfen immer neue Spieler.
gibt es eigentlich kein Limit, nicht. Aktiv sollte man sein, innerhalb von 30 Tagen dann nochmal online. Ne? Ich freue mich immer über neue Mitglieder. Und ja, das spielt weiterhin. Ja, das spielt weiterhin. So, das wäre jetzt das Bild. Ich tue es halt absichtlich nicht umeinander schneiden, weil sich ja jeder seine eigene Meinung darüber bilden soll. Also Kondensator, Zerstörungsexperte haben wir uns angeschaut. Schauen wir uns noch schnell die Modifier an. Ich habe gespielt mit dem aktiven Modifier des Übersteuerung. Auf T drücken und du bist schneller, stärker, ladst schneller nach, feuerst schneller und bist überhaupt besser. Das ist wie so Doping. Dann habe ich die passiven Modifier. Seeker Mine deals double damage to blacklisted enemies. Also die Leute oder die Ads, die wo so ein Zeichen drüber haben, so ein Manschgal mit durchgestrichen. Ist mittlerweile schon jeder weiß, glaube ich. Das sind die blacklisted enemies. Und die haben, also da machen die Seeker Mines dann doppelten Schaden, also 100% mehr. Dann habe ich drin explosive Expertise, Fertigkeiten Kills durch Sprengsatz, verringern bei einem Multi-Abschuss den Cooldown dieser Fähigkeit um 30%. Also verringert den Cooldown nochmal. Und da habe ich noch drin Momentum aufwahlen, Abschüsse durch Fertigkeiten verdoppeln den Anstieg von Momentum. Ist ganz gut, weil wenn das Ding voll ist, sind die anderen zwar schneller, aber du bist stärker. Jo. Das dazu. Ja. So, jetzt mal im Durchlauf schnell Kondensator. Die Kondensator macht pro Fertigkeitsrang mehr Schaden. So, die ist natürlich Schaden gegen ungedeckte Ziele, Rüstungsschaden, Sturmgewehrschaden, bla. Bei mir ist es auf Know-how 24. 24% mehr Waffenschaden. Ich weiß nicht, ob man es gespielt, aber ich bete mir so halt ein, 15 hat vielleicht auch gelangen, wenn es einer noch nicht in Tätzung hat, sondern anfänglicher Anfangsspieler ist, dann ist es auch egal, weil ja, auf heroisch geht das Bild Butter durch. Ja. Da kann man nämlich SAD farmen oder die Season durchhauen wie nix. Und braucht man gar nicht viel da dazu. So, zweite Waffe habe ich die Virginer drin. Warum? Ja, Gewehr wollte ich immer schon mal spielen. Und na, da man halt mit dem Set nicht viel Waffenschaden hat und der den perfekten Bumerang hat. Also 75% besteht die Chance, dass die Kugel zurückkommt bei kritischen Treffern. Und wenn die zurückkommt, hat man 50% erhöhten Schaden. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch bei dem Bild, weil man da nicht so viel kritische Chance drauf hat, weil ich mehr auf Fertigkeiten Schaden gegangen bin. So, dann haben wir drin das neue die glänzende Affenrüstung. Ja, habe ich eine da, weil die Fertigkeit Effizienz 5% hat. Man könnte auch reinmachen die China Light, die kriegt nochmal 15% Explosionsschaden und Fertigkeitstempo 20% drauf. Das braucht es aber nicht. Ich habe es probiert mit der Masken und mit der anderen Masken. Mir gefällt die Affenausrüstung da besser, weil die Effizienz ja alles steigert. Also Tempo, Schaden, Wirkzeit. Also geht auf alles, wie das Waffenhandling. Ja. So, dann haben wir einen Backpack. Der Backpack ist der Ninja Backpack und der tut ein Teilchen dazu. Das heißt, wenn du ein Teil Affenrüstung hast, hast du im Backpack 2 Teile Affenrüstung. Ja, den brauche ich jetzt nicht weiter erklären. Mods vielleicht habe ich drin, da habe ich jetzt Chance, bei die 3 Mods, was wir haben, überall Chance eine da, damit ich ein bisschen eine zusammenbringe. Kondensator macht so 200 bis 300k pro Schuss. Das ist jetzt nicht die Welt. Die meisten Schaden machst du dann doch mit den Fertigkeiten. So sollte es auch sein. So, dann haben wir Heartbreaker drin. Hardwire drin. Heartbreaker. Hardwire. Was macht das Set? Das macht mit 4 Teilen, da eben Ninja, Fertigkeitstempo, Fertigkeitsschaden 15%, Fertigkeitsreparatur. Braucht man nicht unbedingt, aber hat es halt drin. Und das Wichtigste ist die Rückkopplung. Immer wenn Sie eine Fertigkeit einsetzen oder abbrechen, wird der Cooldown Ihrer anderen Fertigkeit automatisch um 30 Sekunden verkürzt.
Fertigkeitsschaden und Reparatur steigern sich insgesamt um 10%. Die Rückkopplung kann alle 10 Sekunden einmal auftreten. So, und durch das, dass die Seekermines sowieso über suchen müssen und eine Zeit brauchen, bis sie explodieren, spürst du das gar nicht, dass da noch, soll ich sagen, also 10 Sekunden drin sind, wo du das jetzt nicht einsetzen kannst, also bis die wieder bereit sind. Also ich habe es nicht gemerkt. Und so wie es ich gespielt habe, wie gesagt, probiert es einfach. Das ist echt zum Probieren, das Teil. So, dann haben wir die Brust an, die tut die Fertigkeitsschaden und Reparaturbonus von der Rückkopplung von 10% auf 25% erhöhen. Darum habe ich die Brust drin lassen und habe mit der Brust gespielt. So, dann haben wir da nochmal Hardride Fertigkeitsrang. Schmarrn. Redet da wieder für einen Scheiß. Handschuhe Hardride. Ja. Bla bla bla. Fertigkeitsschaden. Dann Holster Fertigkeitsschaden. Und dann haben wir noch die Gruppe Sombra drin, wegen Explosionsschaden. Und die geben uns noch ein bisschen Schaden durch kritische Treffer. Ja. Dann natürlich Seekermines. Bei den Seekermines passt auf, dass da die richtigen Modifier, die Mods drin haben. Schaden zweimal. Ja. Und vielleicht Ohrstrahlenmine mehr. Auf Rang 6 kämen die Dinger 60% Schaden an 6 Streumminen. Überladung wird aktiv mit dem Modifier, wenn du drauf drückst, glaube ich zumindest, dass so ist. Wenn nicht, dann ist auch wurscht, weil es nur Schaden macht. Es macht auf alle, also wenn man den Modifier einschaltet, da die Übersteuerung, dann spürt man das schon brutal, sage ich jetzt einmal. Also die Überladung wird nicht aktiviert, aber trotzdem, es reicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Da haben wir noch einen Stecher, Drohnenstock, da müsst ihr auch wieder gucken, dass die Wirkzeit, ja, brauchen wir nicht, einen Schaden und Stecherladungen +4. Die Dinger machen dann auch richtig Spaß mit Rang 6. Ja, soweit so gut zu dem Bild, gleich sagen. Schaut es euch an, baut es mal nach und dann schreibt es mal einen Kommentar, nachbauen und dann einen Kommentar schreiben. Ja. Weil es schaut vielleicht jetzt dann ein wenig unkonventionell aus, ist es auch, weil Striker, Vollgas oder was weiß ich, das kann jeder spielen. Und ich suche aber ein bisschen Apps, wo man auch gut durchkommt, aber was unbedingt nicht so Mainstream ist. Ja. So. Das dazu. Jetzt gibt es dann noch mal ein bisschen ein Gameplay, damit man auch sieht, wie das Ding funktioniert. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich im nächsten Video. Servus dabei. Folgt Adrenalinstoß, alles brennt, alles liegt bloß. Du duckst dich, doch es ist zu spät. Suchamine jagt, bis nichts mehr steht. Mechanik brummt voller Präzision. Komm näher mit tödlicher Mission. Hör auf zu rennen, atme das Chaos ein. In Division
keine Senke, die Mine ist der Smoke. Kracht alles auseinander. Suchamine regiert von Abstand, ja. Kein Schutz zerbricht, ein Glas runter. In der Senke, die Mine ist der Smoke. Vorsicht, Granate! Schwer gepanzerter Feind erkannt. Lichtblitz folgt Adrenalinstoß. Alles brennt, alles liegt bloß. Du duckst dich, doch es ist